Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter Call of the Elder Gods. Im Moment sind wir ein Elder Gott. So. Und jetzt pass auf. Wir sind in dieser Bibliothek. Und wir haben ein Sternenbild. Wir haben das hier. Die sind geordnet nach Erscheinungsdatum. Also Erdzeitalter oder so. Also der Mensch ist am neuesten und ganz am Anfang hat er Ammonit, Dimetrodon, dann kamen die Dinos nach dem Dimetrodon, in dem Fall der T-Rex, dann Mammut, dann Mensch. Okay, das haben wir verstanden, ja. Zahlen kann ich, also hier, das sind die Zahlen 1 bis 9 und noch eine 0. Und wir brauchen, also wir sind gerade bei einem Rätsel, wir brauchen hier, damit können wir uns eine Sternkonstellation anzeigen lassen. Wenn man eingibt, den Planet, wo man ist und das und das gewünschte, also das gewünschte Zeitalter, ich glaube den Planet, also eigentlich müsste es so funktionieren. Wenn ich den Planet, wo ich drauf bin, eingebe und das Zeitalter, in dem ich bin, dann kriege ich die Sternkonstellation angezeigt. So. Und die einzige Sternkonstellation, die ich gerade sehe, aktuell, ist die da. Also muss ich... Ich habe gerade einen Groschen fallen hören. Deshalb ist da oben ein Dimetrodon-Bild. Wir sind noch auf der Erde. Wir sind nur viel früher, hat sie ja gesagt. Wir sind hier Millionen Jahre. Und zwar sind wir in dem Zeitalter, wo es die Dimetrodons gab. Das ist nach den Ammoniten, aber vor dem T-Rex. Das ist das zweite Zeitalter. Also kann ich auch hier irgendwo zeigen. Das zweite Zeitalter. Deshalb ist da ein Dimetrodon-Foto, okay? Und wir sind auf der Erde. Und wenn meine Annahme richtig ist, dann sind das da die Planeten auf der Erde. Es gab ja vor ein paar Millionen noch ein paar mehr Planeten, oder? Nicht, dass ich wüsste. So. Und die Erde ist der dritte... Okay, das ganz links ist die Sonne. Ist das richtig? Das ist riesig groß. Das muss die Sonne sein. Ich glaube, die Größenverhältnisse stimmen nicht ganz. Wie war das? Die Erde ist der dritte, oder? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag, oder war es Samstag? Oder war es Montag? Ne, ich glaube, es war irgendwas mit S. Jeden Tag mit S. Unsere 9 Planeten. Mir jeden mein Vater erklärt mir jeden Samstag, Sonntag unsere 9 Planeten. Sind 9. Okay. Und dann noch eine Lusche dazu, weil da ist dann noch Luto. Luto? Heißt der nicht Pluto? Ja, irgendwie so. Also die Erde müsste der dritte sein. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Der dritte. Also die Erde ist ein Kreis mit 2 Wellen. Habe ich das nicht vorhin sogar ausgewählt? Okay, pass auf. Wenn das stimmt, muss ich eingeben, diesen Planet, weil ich da auf der Erde bin. Moment, ich kann ja hochgehen. Moment, wo war das? Ich glaube, das war oben, oder? Ja, ja, stimmt, das Dingens da. Moment. Ah ja, so, ja, hier, pass auf. So. Okay. Ich hoffe, dass das stimmt. Ich mache mich gerade hier voll zum Vollhonk, weil ich das nicht weiß. Ich habe hier, ach Mann, Astronomie und so. Aber vielleicht hat es sich gelohnt, die Vrindwissenschaft zu hören. Gruß geht raus an meinen Namenspatron, heißt das so, Florian Freistetter und Holger Klein. Da habe ich wenigstens ein bisschen was mitgekriegt und der zweite Gruß geht dann raus, wenn es stimmt, an die Band Randale. Die macht unter anderem
eigentlich Lieder für eher Kinder, aber die sind cool. Die macht zum Beispiel den Punk Panther Peter, kann ich euch nur sehr empfehlen. Und die hat auch noch ein Lied. Und das Lied geht so. Mein Vater erklärt jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Okay? So irgendwie. Ist egal. So, also. Okay, da oben ist ein Sternenhimmel zu sehen. So, jetzt pass auf. Jetzt. Also, wie war das? Zeitalter Dimetrodon. Das ist 2. Ich fange hier an. 1, 2. Das ist 2. Und jetzt muss die Erde. Achso, nee, der will ich gar nicht. Das ist die Erde, haben wir gesagt. Okay. Hat sich irgendwie was verändert? Nee, muss ich noch einen Knopf drücken? Ah, da ist noch ein Knopf. Ach nee, der macht ja nur... Oh, das ist... Moment, komm wieder runter. Was ist... Ah! Okay. Da ist keine Blumenvase dabei. Ich hab irgendwas verstellt. Ich glaube, ich habe das 3. Zeitalter eingestellt. Kommst du wieder runter? Ah, ja. So, pass auf. Okay. Ja, hab ich verstanden. So, kommen wir nochmal hier. Ja, ich habe die 3 eingestellt. Das ist 4, 5, ein bisschen schneller hier. Das ist 4, 8, das ist die 9. Nee, das ist die 9. Das ist die 0. 1, 2. Ich brauche den Dimetrodon, ja? Und ich brauche genau diese Erde. Ich hoffe, dass das die Erde ist. So, und jetzt pass auf. Ich hoffe, dass das stimmt. Da müsste jetzt eine Blumenvase erscheinen. Da ist sie! Da ist die Blumenvase. Und ich kann die jetzt auch auswählen. Yes, this is the constellation I've been looking for. Ich darf mich nicht mehr so laut freuen. Sonst erschrecke ich meine Mädels. Das ist nicht gut, wenn ich mich so laut freue. Okay, also. Ich habe... Was gefunden? Was haben wir gerade rausgefunden? Ich hab's schon vergessen. Mann, das ist ja wie bei meiner Prüfung. Alles, was ich je für eine Prüfung gelernt habe, verschwindet, sobald du weißt, dass du bestanden hast. Ist alles weg gewesen. Wirklich alles. Ich habe in meinem Leben 2 Berufe erlernt und es war genau so. Am ersten kam noch ein Brief nach Hause, am zweiten auch, fällt mir gerade ein, oder? Ich weiß gar nicht. Ist egal. Auf jeden Fall habe ich alles vergessen. Ich habe dann aus reiner Intuition gehandelt und habe mir das dann danach wieder angelernt. So, beim ersten Job. Beim zweiten habe ich immer noch alles vergessen. So, also jetzt pass auf. Also ja, er hat ja ausnahmsweise aufgeschrieben. So, jetzt für das andere brauchen wir was? Also ist das richtig? Sind das hier unsere Planeten? Das liegt... Mann, bin ich gut. Hier, ich muss hier, großer Gruß, der größte Gruß wahrscheinlich, geht raus an Randale, an das Lied. Ich werd's verlinken, das Lied, okay? Guckt in die Videobeschreibung, ich werde das Lied verlinken, auf YouTube oder so. Und dann hört euch das an, dann lernt ihr unsere Planeten, okay? So, na, das ist hier, ich sag ja immer... Erklär es mir, wie du es einem Kind erklären würdest, damit ich es verstehe. Und das ist ein Kinderlied und ich hab's verstanden. Guti, also hier brauche ich die Sternenkonstellation, also diese Blumenvase. Das ist ja jetzt, das da. Blumenvase ist gleich das daneben, ja? Und was brauche ich noch? Und das gewünschte Zeitalter, ja, das, wo die Menschen sind. Das ist ja einfach. So, jetzt hat wir sind hier,
Auf einem guten Weg. Wo komme ich denn hier raus? Wir sind auf einem guten Weg. Ich habe mich nur gerade verlaufen. Nee, alles in Ordnung. So, guck, jetzt bin ich hier voller Tatendrang. So, gucke. Alter Falter. Jetzt geht's rund. So, da. So. Also. Okay. Wie sieht das nochmal aus? Ach, deshalb kann man es drehen. Ein Kreis. So. Da. Nee. Die zwei Schnurchsel gehen durch den Planeten. Also das da ist noch das nächste. Achso, nee, die gehen gar nicht durch den Planeten. Guck mal, die sind oben drüber. Dann ist es das da. Aber ich muss es irgendwie drehen. So, okay. Und da... Mach mal weg da. Okay, da brauche ich... Okay. 5. Zeitalter, richtig? 1, 2, 3, 4, 5... Ich könnte mich zu einem T-Rex beamen. Okay, ich will ins 3. Zeitalter. 1, 2, 3. Einmal bitte zu einem T-Rex. Geht leider nicht. Schade. Okay, dann halt ins 5. Zeitalter. Eine 5 ist 2 Schnörksel. Okay, also ein Schnörksel muss weg. Und da oben muss ein Blubber drauf. Ein Blapsel. Ein Schnörksel mit Blapsel ist eine 4. Das oben bedeutet 4 und 1 mehr ist 5. Jetzt aber. Bin ich gut oder was? Ach, das ist... 8, 9, Ich wollte gerade sagen, das ist ein 3, Countdown. 4, 5. Yes, I remember now. Was? Those were the Moment. coordinates. Moment, was waren die Zahlen? Ich hab's nicht mitgekriegt. 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1? Engineer, Nee. I know where to find the Nakotas of my time, but all I have are Yithian coordinates. And there's no way out of here. There's one of those black smoke polyps on the other side of the chamber door. Take my vessel. Nimm mein Schiff. What? The vessel? You Das, mean the ach, das, was spaceship? draußen vor der Tür steht im Eevee's heart Schnee. skipped a beat. Eevees Herz machte einen Piloting Sprung. a flying Ein saucer UFO was zu something steuern straight war out of wie in a einem science-fiction Science-Fiction-Roman. But the vessel door won't open. How am I supposed to... Your mind Dein is Geist now ist nun fully vollständig mit den synchronized with Yit Yithians. synchronisiert. Travel to Reise nach Nakotas. Pnakotus. Halte Bowen auf. Schließe den Close Kreis. the loop. But what about you? I can't just leave you trapped here. It is Das spielt irrelevant. keine Rolle. Close Schließe den the Kreis. loop. Okay. And with those final words, as Evangeline blinked, Mit diesen letzten Worten blinzelte Evangeline she found herself und fand sich standing plötzlich before vor Harry wieder, zurück back im Bunker inside auf the Spitzbergen. bunker again. Evangeline? Can you hear me? Ja, ist alles in Ordnung. Hol mich hier Yes. bitte raus. Hol mich Yes, hier bitte raus. Professor. Okay. I'm here. I'm just a little bit dizzy. Well, did you manage to talk with that thing? What did you find out? We have to use the spaceship to get out of here. What? How? Did that creature give you Ja, a schon crash irgendwie. Du course musst in einfach nur flying saucers Koordinaten or something? eingeben. Ich hoffe, dass ich It's mir sie not that, aufgeschrieben habe. But you have to trust me again, Professor. Harry realized there Harry wasn't begriff, much dass er of a kaum eine choice. andere Wahl hatte. It was Entweder that or das remain oder er trapped in würde that für immer in chamber dieser forever. Kammer gefangen bleiben. Mit dem schwarzen Wusel. Und das wollen wir natürlich nicht. Okay, pass auf. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das hier das Raumschiff ist? Das wir von außen gesehen haben, vom Funkturm außen. So, jetzt pass auf. So ein Glück. Sie hat sich ausnahmsweise die Zahlen aufgeschrieben. 8, 9, 3, 4, 5. Ich habe mir sie nämlich natürlich nicht gemerkt. Ich bin... Also zu sagen, ich kann mir schlecht Zahlen merken, ist eine Untertreibung. Ich kann mir überhaupt keine Zahlen merken. Ich vergesse sogar manchmal, was nach einer 9 kommt. Zum Beispiel. Ja, nee, das kann ich mir gerade noch so hin. Aber halt... So. 8, 9, 0, 3, 4, 5 war die Zahl. Ja, okay, die 0 war zu viel. Ich war nah dran. Das meine ich damit. Ich merke mir eine Zahl, dann sagt einer,
Guten Tag, dann sage ich auch Guten Tag, bin ja ein freundlicher Mensch, dann habe ich die Zahl vergessen. Ist ziemlich blöd, wenn man einen Job macht, der darauf beruht, dass man Rezeptangaben in Gramm befolgt. Wenn man sich keine Zahlen merken kann. Deshalb schreibe ich mir alles auf. Uah. Okay, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Look Sehr around, schön. Professor. Isn't this fascinating? There doesn't seem to be any power. You sure you can pilot this spaceship? I'm not sure pilot is the right word, Professor. I'm not even sure ship is the right word. This looks more like a building than a vehicle. Ja, das stimmt. So, also zuallererst mal will ich sagen, es ist so schön, wieder Schritte zu hören. Und nicht dieses schlurfende Pampers-Geräusch. Kann ich hier... Gibt's hier irgendwas Interessantes zu entdecken? Ich hab's hingekriegt, Mann. Okay. Okay. So. Alles klar. Ist das hier der Kontrollraum? Anlasser? Geht's noch? Ich brauche keinen Anlasser. Wo wir hingehen, brauchen wir keine Anlasser. Evie erkannte eine Plattform, die derjenigen in der Raffinerie unter den Höhlen in Virginia sehr ähnlich war und verstand, was sie zu tun hatte. Was denn? Draufstellen. Okay. Look, Professor. It's working. The spaceship is powered up now. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Und da hinten sehe ich, da kann ich Zahlen eingeben. Where's the steering wheel? Da. It probably doesn't need one. Da, gucke. Da kann ich Zahlen angeben. 1, 2, 3, 4, 5 Zahlen an der Zahl. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Kriegen wir hin, aber ich habe da drüben noch ein paar Räumchen gesehen. Ich bin ja ein neugieriges Mädel. Und deshalb muss ich natürlich erstmal gucken, ne? Erstmal die Umgebung checken. Nicht, dass da irgendwo ein schwarzer Passagier, ein schwarzer Passagier? Ein blinder Passagier steckt. So, schwarzer Passagier, was laber ich hier für eine Kacke? Okay, alles klar. Hier scheint es nix zu geben, außer Steine. Was war hier wohl drin? Das war wahrscheinlich der Hundezwinger. In dem Fall der Dimetron-Zwinger. So, also haben wir gelernt, Dimetron haben gelebt vor 270 Millionen Jahren. So, diese Zahl werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und das ist natürlich gelogen, weil ich sie wahrscheinlich jetzt schon vergessen hätte. Wenn ich sie mir nicht aufgeschrieben hätte und da steht's. Okay. Die Furzköpfe waren also auch schon hier. Also hier drin. Ja klar, sonst würde hier keine Stromleitung und sowas sein. Alles klar, aber... Okay. Ja gut. Zögern wir das nicht länger hinaus. Ich muss da ganz kurz runter gucken. Sorry, aber auch das ist einfach nur Instinkt. Menschlicher Instinkt. Wenn du irgendwo oben stehst, musst du runterspucken. Das ist ja wohl ganz klar. Okay, wir fangen also ganz oben an. Wie war die Zahl? 8, 9, 3, 4, 5. Pass auf, mal gucken, ob ich das aus dem Kopf hinkriege. So. Achso, ja, ich muss hier. So, alles klar. It looks like an autopilot. Das ist 1. But it doesn't just maintain altitude and Das course. ist 4. It moves towards specific coordinates, which they express with numbers. Das müsste 8 sein. So, ich guck mal auf meinen Zettel. Nee, das ist aus irgendeinem Grunde 7. Ja, gut. Braucht man nicht zu verstehen. Das ist 8. So, jetzt 1 runter. Eine 9 sieht 3 Schnörkel. Mit 3 Punkten. Dann wieder 1 runter. 3, 4, 5 war es, oder? Ja. 3. Stimmt das auch noch, ja. Jetzt kommt die 4. Die 4 ist ein Schnörkel mit einem Pinöpel. 4. Ist wieder 1 runter. Na, komm her. Eine 5 ist eine 4 mit noch einem Strich. Ja. I think I've got it. Okay.
I've set the navigation system to the coordinates of Nakotis. There you are, Professor. The steering wheel. Looks like one. Sort of. Du hast ja noch gar nicht angeguckt. Okay. Wie rum muss ich denn da gucken? Hä? Waren die vorhin schon da? Okay, wie rum steuere ich? Ich meine, gucke ich dahin? Nee, wahrscheinlich gucke ich dahin, oder? Weil da gibt es mehr zu sehen. Es ist halt ein Alien-Raum. Wahrscheinlich ist es egal, wohin man guckt. Can you help me with this, please? Was muss man machen? Buckle up, Professor. Achso, wir haben es einfach... Whoa! Oh, ja. Wir haben es einfach... Okay. Professor, better find something to hang on to. Hey, it's moving. Ja. It's breaking the ice. So where are we headed? To Nakotis, or what's left of it. Nakotis? Those dreams you had about that place, they weren't dreams. You were there, millions of years ago. Millions Also of ist years ago? Nakotis, heißt das Hauptstadt oder so? The great Oder? race of Yith can transfer its mind to the past, present, or future. At some point, they exchanged minds with you. Good heavens. Can you imagine what that must be like? To move freely I can through... imagine what the Nazis would have done if they'd gained that power. And don't forget, that Stahl fella still is among Bowen's gang of kooks. I'm not sure which I hate more, kooks or Nazis. In any case, I don't think anyone should meddle with that knowledge. As I've told you before, there are things we shouldn't... Evangeline, can you hear me? Evangeline? Oh, for heaven's sake, what's happening to you now? Ist sie wieder verbunden mit dem Geist oder so? Time and space? Evangeline found herself Einen in an Moment später unfamiliar fand Evangeline place sich in an an einem instant. unbekannten Ort wieder. For the fourth Zum vierten time in Mal just a in nur few wenigen hours. Stunden. Oh, come on. Now what? What's going on? The difference was that Der this Unterschied place bestand didn't look darin, like a dass dieser Ort narcotic überhaupt nicht wie ein construction at all. narkotisches Nor was Bauwerk she aussah inside the body of und sie an sich auch alien nicht im creature. Körper eines außerirdischen Just Wesens looked befand. like the Das sah future. einfach aus Why am I connected wie to die this Zukunft. Es sieht machine? aus wie ein And is- Serverraum. And is this... This isn't my body. Ui, Where am I? ich hab Evie Gummihandschuhe an. jolted in shock. Ivy zuckte vor If she Schreck was in this zusammen, body, wenn sie in diesem Körper war. who Wer was war with dann mit Harry Harry on auf the dem spaceship Raumschiff to nach Nakotis? Narkotis? Okay, alles klar. This seems to be a more sophisticated version of the Spitzbergen mind link device. Okay. All the cables seem to lead to that room. Okay, und da ist auch so ein helmartiges Ding. Oder so. Kann ich da runtergehen? Ja. Okay. Also jetzt mal ganz im Ernst, das sieht wirklich nicht mehr wie also wie die 50er Jahre aus. Aber Moment, wir sind ja quasi in einer Raumzeitmaschine. In dem Fall eher Zeit, weil der Raum ist eventuell gleich geblieben. Gibt es irgendwie neue Einträge? Evie didn't know whether to cry Ivy for wusste nicht, ob help sie um or Hilfe stay schreien oder silent. schweigen sollte. But what she Doch was sie saw when sah, she opened als the sie die door Tür left no öffnete, room for doubt. ließ keinen Zweifel. Oh no. That's Caleb Bowen. So Bowen had gotten his way Bowen after hatte sich all. also doch How else could he be durchgesetzt. Wie leading a sonst hätte er ein top-secret streng geheimes research project Forschungsprojekt für for the die government? Regierung leiten And können. then Evie Und thought of dann kam something Ivy ein noch worse. schlimmerer Gedanke. Was, wenn Dr. West niemand West anderes was none other als than Caleb Bowen Caleb Bowen himself. war? In Recognition for his support. Da ist er schon alt. Project Archive. Brain Research and Development. Okay, wir sind hier in der Zukunft. In einer Zukunft von den 70ern inspiriert. Es gibt immerhin noch Regale und Aktenordner. Es ist eine deutsche Zukunft. Da sind beide Türen aufgegangen, okay. Das ist das Schiff? Das ist das Schiff? Das ist ein Foto vom Schiff?
Okay, da sind Tasten abgegriffen. Oh, ich kann das Display, ja, ist ein bisschen ausgegraut. Also 4 und 8. Und eventuell 0. Interessant, interessant. Oh. Ja. Die Türen öffnen sich von selbst. Ja, was ist das für ein krasses Gerät? Was ist das für ein krasses Gerät? Ist das etwa ein interdimensionales, portables Gerät zum Erzeugen von Coca-Blättern? Fast. Es ist eine Kaffeemaschine. Ja, aber ich meine, ich bin ja aus den 50ern. Ich kenne ja sowas gar nicht. Also Kaffeemaschine schon, aber sowas nicht. So, ich bin hier ein bisschen in Character, weißt du? Lassen wir noch ein bisschen hier umgucken. Dr. West. Dr. West. So this is the person behind everything that's happened. Ja, jetzt... Oh, da ist noch so ein krasses Gerät. Oh, was mag das wohl sein? Ich kann es euch sagen. Das da ist für jeden ITler das Gerät aus der Hölle selbst. Definitiv. Okay. Moment, ich will in diesen anderen, in den Computerraum gehen. Ich meine, in diesen Raum, wo diese Kästen stehen. Das ist ein Wasserspender, das kenne ich. Das ist wenigstens nicht irgendwie komisch. So, da drüben war... Ach komm, da gehen wir rein, das sieht's... Was sind das für komische kleine Schränke? Guck mal hier. Ja, Computer gab es auch schon in den 50ern, aber die waren halt groß wie ein Zimmer oder wie ein Schrank. Das hier ist... Oh, pass auf. Okay, da sind noch 2 Laufwerke drin. Die sehen mir wie CD- oder Disklauf, also Kompakt, Disk- oder DVD-Laufwerke aus. Okay, ich wollte gerade sagen, 2000er. Ich sehe kein Floppy-Laufwerk mehr. Ich hätte dann jetzt auch so 2000er getippt, aber ich würde mal sagen, es ist der 8. Dezember 2006. Am I in the future? But how did I get Es ist übrigens here? bewölkt bei 32 Grad Fahrenheit. Trotz ihrer Verwirrung war der Anblick für eine Science-Fiction-Enthusiastin wie Evie faszinierend. Sie war bereits im Mesozoikum gewesen und fand sich nun im 21. Jahrhundert wieder. Und das alles innerhalb weniger Stunden. Krass, oder? So. Da liegt... Wo hat er den Deckel nicht drauf? Oh, guck mal da. Kann einen Monitor Some anschalten. things Ui. never change. Even in the future, folks keep goofing off at work. Resume Audio Subtitles back American Arcade. Okay, kann ich das Video abspielen? Das ist kein Touchscreen. Pass auf. Space. Drück Space. Geht nicht. American Arcadia ist das Spiel von denen. Ich kenne das Spiel. Das habe ich mir auch überlegt zu kaufen und zu spielen. Allerdings habe ich die Demo gespielt und es war mir zu schwer. Also es gab da so... es ist so ein Cinematic-Platformer oder sowas. Und... ich fand die Prämisse schön, aber es... Querti ist ein Ami. Aber die Plattforming-Passagen unter Zeitdruck mit oft Fail und so, das war, habe ich gedacht, oh nee, lass mal. So. Okay. Lass mal kurz gucken. Heb mal kurz die Tastatur hoch, ich brauche dein Passwort. Und wenn da nicht das Passwort ist, also ich kann das sagen, mit Fug und Recht, bei mir ist unter der Tastatur, kann es ja zeigen, kein Passwort, aber, ne, ich kann es nicht zeigen, das Kabel ist zu kurz, bei mir ist unter der Tastatur auch ein Zettel. Und zwar steht da die Taste drauf, die ich drücken muss, um in den Bootloader zu kommen. Ja, oder um ins BIOS, beziehungsweise ins UEFI zu kommen. Weil das wichtig ist. So. Kann ich den hier auch einschalten? Nee. Den hier auch. Oh, da liegt was. Vertraulich. Während der Übertragung zeigen die Monitore des RTKM-Verbindungsschemas die Gehirnwellen des sendenden Subjekts an. Um die Übertragung umzukehren, muss der Kern stabilisiert und das RTKM-Verbindungsschema erneut verwendet werden. Übertragung umkehren. Zeigt die Gehirnwellen des Sendenden. Also wenn ich des empfangenden Objekts angucken will, dann muss ich das einfach... Muss der Kern stabilisiert werden. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber das Verbindungsschema...
erneut verwendet. Einfach nochmal wichtig. Um temporale Paradoxien zu vermeiden, muss für die Umkehrung der ursprüngliche Körper des Empfängersubjekts verwendet werden. Dr. West. Okay. So I was right. This machine is a kind of Ach so. mind swapper. Ach so. Ah, danke. Das habe ich mir jetzt... Oh, guck mal, das ist hier keine kabelgebundene Maus. Oh, da ist auch noch was. Ich habe gerade gesehen. RTKM-Anschlussschema. RCPT. RCPT und auf Deutsch RTKM. Egal. Lichtanzeige, Buchsen, Regionen und Seiten. Ich habe über meiner unteren Region eine Buchse gezogen. Im Moment. So. Huh. This device appears to interface directly with the brain. Ja, und dieses Schriftstück scheint direkt mit der Wand zu kommunizieren oder zu interagieren, wie man hier sieht. Kleines Späßchen gemacht. So, was steht hier? Ich kann das nicht anders drehen. Okay, das ist ein bisschen doof. Okay, aber alles klar soweit. So. Hast du dir was aufgeschrieben? Nö, warum denn auch? Es gibt immer eine Region ohne gültige Buchsen. Kabel von derselben Seite dürfen nicht in derselben Region eingesteckt werden, da es sonst zu einem Kurzschluss kommt. Die richtigen Buchsen befinden sich immer in unterschiedlichen Regionen, hast du ja gesagt. Die richtigen Buchsen sind nicht mit einem bestimmten Kabel verbunden. Was? Okay, ich verstehe kein Wort. Boy, this is getting complicated. Ja, aber echt, hey, sag doch einfach, was ich machen soll. Also, Buchsenregionen. Regionen ist quasi im Gehirn. Ist quasi eine Art Hirn, dieses eiförmige Ding. Und die Buchsen sind links, rechts sowas. Okay, verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Aber okay, das wird sich vielleicht noch erklären. Ich muss in den Mülleimer gucken. Ist eine alte Angewohnheit von mir. Kann ich mir hier ein Wasser holen? Nee, kann ich nicht. Okay. Also von allen Zukunftssachen, ne, ist das hier das Krasseste. Was ist das? Ein Hämorrhoidensitzring? Ein Furzkissen? Das ist eine Mischung aus Hämorrhoiden. Das ist ein Hämorrhoidenfurzkissen. Oh, wer sind denn noch Fotos? Ja, gesehen. Okay, wo muss ich hin? Da ist noch so eine Kaffeemaschine, die ich eigentlich noch gar nicht kenne, aber da ist halt eine Kaffeebohne drauf. Und da sind Kaffeetassen nebendran, also das könnte man eventuell dann doch erkennen. Das hier ist so noch so eine Hüllenmaschine. Da gehe ich noch nicht rein. Ich will mich erst... Ah, gucke. Nee. Ich dachte hier... Oh, ein Serverraum. Komm wieder Serverraum hier. Ja, auch nicht. Wo ist meine Taschenlampe? Ich habe keine Taschenlampe. Achso, ja, ich bin ja gar nicht mehr... Bin ich physisch da oder ist das wieder so eine Art Gedankendingensen Bumsen? Oh, da musst du mal ein bisschen drauf achten. Was steht da drauf? Dynamisches Netzwerk, okay. Gut, also hier gibt es noch ein bisschen was zu lesen. Ein gelbes Licht signalisiert, dass alle Kabel in gültige Regionen eingesteckt sind. Okay, das ist gut zu wissen. Seems like instructions for that brain device. Sehr gut. Schreib's dir bitte auf, Mädel. Ein grünes Licht signalisiert, dass mindestens ein Kabel in eine gültige Buchse eingesteckt ist. Ein rotes Licht signalisiert, dass ein Kabel in einen Bereich ohne gültige Buchsen eingesteckt ist. Das rote Licht hat Vorrang vor dem grünen Licht. So this rule overrides another one. Interesting. Good. That's useful. Okay, grünes Licht signalisiert, dass mindestens ein Kabel, mindestens eins, also auf dieser Seite, in eine gültige Buchse eingesteckt ist. Und ein gelbes Licht, alle Kabel sind in gültige Regionen. Regionen, nicht Buchsen, Regionen. Region ist links, rechts. Nee, Region ist das auf dem Hirn. Buchsen ist das links, rechts, glaube ich, oder? Okay. Und ein rotes Licht. Also ich
Ich will quasi grün haben, dass links alle Kabel in der richtigen Region sind. Also im richtigen Socket, in der richtigen Buchse. Und dann will ich auch noch ein gelbes haben. Ich will grün-gelb haben, oder was? Ja, scheinbar. Ich will grün-gelb haben. Scheint so. Okay, jetzt pass auf, bevor wir jetzt da reingehen, ich will noch... Ja, komm. Wir können schon mal durchgehen. Vielleicht finden wir noch was zu lesen. Leider nicht. Blaues Licht. So, ich will mich noch bei Dr. West ein bisschen umgucken. Jetzt was. Dr. West, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die kabelgebundene Verbindung gemäß Ihrer Vorhersage den Kern des RTKM stabilisiert hat. Ich glaube, wir werden bald mit den Versuchen zur Bewusstseinsübertragung beginnen können. Mit freundlichen Grüßen, das Projektarchiv Verwaltungsteam. So this machine is a mind-swapping device, just like the Yithians. Genau, mein Guter. Okay. Also das hat jetzt nicht viel gebracht, außer dass das hier... Oh, warte mal. Prinzipien der modernen Physik. Fortgeschrittene Mathematik. Okay. Alles klar. Dann würde ich mal sagen... Dann wenden wir uns jetzt diesem Höllengerät hier zu. Morgen. Knopf. Ausfaden. Tschüss.